mir meine Mutter doch wieder gefragt, ich soll das Bad putzen. Da habe ich aber überhaupt keine Lust drauf. Aber gibt es da nicht irgendeine Oberfläche, mit der man nicht mehr putzen muss? Lass mal überlegen. Ja, das Lotusblatt, das kann das. Deshalb gilt es in Asien ja auch als religiöses Symbol der Reinheit. Aber wie funktioniert das Ganze jetzt? Das schauen wir uns mal genauer an. Denn die meisten Leute denken wahrscheinlich, das Blatt ist sehr, sehr glatt und lässt dadurch Schmutz und Wasser einfach abperlen. Aber der Herr Professor Wilhelm Bartlett hat sich das Ganze mal genauer angeschaut. Und zwar unter einem Rasterelektronenmikroskop, das sehr stark vergrößert. Darunter erkennt man, dass das Lotusblatt mit winzig kleinen Noppen besetzt ist, die, wenn man sie noch mehr vergrößert, hydrophobe Wachskristalle, also wasserabweisende Wachskristalle, besitzen. Jetzt lassen wir auch mal antreten. Eine glatte Oberfläche, die wir hier haben, gegen eine Oberfläche mit Lotus-Effekt. Also, auf der glatten Oberfläche würde ungefähr das hier passieren. Der Wassertropfen trifft auf und zerfließt sofort, weil er eine sehr große Kontaktfläche hat und dadurch das Blatt oder die Oberfläche sehr leicht benetzen kann. Genauso ist es mit Schmutzpartikeln. Die bleiben einfach liegen und müssen sehr schwer und mit viel Wasser abgewaschen werden. Auf einem Lotusblatt aber haben wir andere Bedingungen. Hier haben wir die mikrostrukturierte Oberfläche, also die Noppen, dann die hydrophoben Wachskristalle und das Wichtigste von allem, und dass der Lotus-Effekt gar nicht funktionieren würde, die Oberflächenspannung des Wassers. Denn durch die Oberflächenspannung will der Wassertropfen, wenn er auf dem Blatt auftrifft, immer eine Kugelform einnehmen, da die Kugel ein möglichst großes Volumen bei möglichst geringer Oberfläche bietet. Ähnlich ist es bei Schmutzpartikeln. Sie haben ziemlich wenig Auflagefläche, da sie nur an ganz wenigen Stellen das Blatt berühren und dadurch werden sie sehr einfach mit dem Wasser weggespült. Das Ganze kann ich nochmal in einem Modell verdeutlichen. Also, hier ist das Schmutzpartikel, die Lotusoberfläche, die hier vergrößert nachgebildet ist, mit ihren Noppen, und einen Wassertropfen, den ich jetzt einfach mal darüber rollen lasse. Und man sieht, das Schmutzpartikel wird einfach abgewaschen. Jetzt kommt auch ein wenig Bionik ins Spiel, denn es gibt schon einige Produkte, die diesen Effekt anwenden. Zum Beispiel gibt es Markisenstoffe mit Lotus-Effekt, die dann niemals wirklich nass werden, sondern das Wasser einfach abperlen lassen. Oder es gibt auch die Fassadenfarbe Lotusan, mit der ich hier eine Platte habe, und dann für den Test noch eine zweite mit ganz normaler Farbe. Beide werde ich jetzt mal in diesem Testschwamm versenken. Und man erkennt, die Lotusplatte ist fast ganz sauber geblieben, im Gegensatz zu der mit normaler Farbe. Jetzt komme ich aber nochmal zu meinem Problem mit der Badewanne zurück. Denn, wie die meisten Leute wissen, Seife zerstört die Oberflächenspannung des Wassers. Und im Bad benutzt man Seife. Also gibt es keine Oberflächenspannung und ohne Oberflächenspannung kein Lotus-Effekt. Deshalb werde ich wohl auch weiterhin mein Bad putzen müssen.